Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Gut, ich habe mich jetzt entschlossen, ich mache jetzt zuerst diese Sache mit dem Adanos-Tempel und dort noch gehen wir nochmal auf die Suche nach der Vorhaut der Wassermagier, Igitt. Dann schauen wir mal, wo der Typ abgeblieben ist, weil da habe ich gelesen, dass es auch zu so einem Leiche-Bug kommt und dass der nicht immer da ist, egal ob Patch 2.6 den ich hab oder nicht. Naja, wenn nicht, haben wir die Quest halt nicht. Drauf geschissen. So. Jetzt hier nochmal Jehedra Akanta. Und. Jehedra Akantar. Oder so. Was sind wir da hin? Was ultra wichtiges. So, dann stehen wir mal auf. Dann gehen wir jetzt mal da hier, wo der Raven hier gewatschelt ist. Und es ist heilig wie Sau. Und so weiter und so fort, dass es gerade so kracht. So, dementsprechend ziehe ich mich jetzt auch hier nochmal um. Jetzt ist es sowieso scheißegal, ob ich hier Bandite-Rüstungen trage oder nicht. Hier sind ja sowieso keine von den Knetköpfen mehr hier. Hier haben wir lustige Symbole, lustige Männler, Gewitter, Sun, ein Schlüssel und eine Fallgrube mit Speere. Okay. Ja gut, die Täfelchen, die brauche ich. Die geben die Hinweise drauf. Jetzt muss ich da nochmal drauf gucken. Gelbe Steintafel. Ich, der sich gegen den Entschluss der 3 gestellt hatte, erbaute die erste Falle. Und nur ich kenne die richtige Pforte. Mist. Da hätte ich jetzt nochmal drauf achten müssen, was bei dem Haus die richtig Adresse ist. Wie man das richtig macht. Dann machen wir mal hier die Yankee 3 und drücken einfach mal aufs Geratewohl, weil ich habe keine Ahnung. Ja, dann esse ich mal einen Salat hier. Aha. Oh, toll. Cool. Okay, das sollte ich nicht zuerst drücken. Jetzt wissen wir das. Ja, Versuch macht klug in dem Fall. Das scheint ja schon mal zu stimmen. So, da passiert nichts gar Furchtbares. Dann vielleicht die Sonne. Und? Jo. Okay, esse ich halt immer noch einen Salat. Gut, dann. Ja, scheiße, da hätte ich bei der Gelehrte drauf achten müssen, wie die Reihenfolge ist. Also der stimmt mal. Okay. Dann vielleicht der Schlüssel. Und? Nö. Okay, dann vielleicht von innen noch außen. Von außen noch innen. So rum. Didum. So. Lustige Männler. Faller. Das stimmt soweit. Dann der Gewitterputzer. Nö, Gewitterputzer will er nicht. Alle Haupt. 2 haben wir schon. Das kann sich nur noch um Stunde handeln, ihr liebe Leid. Okay. Noch einmal. Vor allem 1000 Versuche, bis es mal funktioniert und nur der Versuch, den ich gespeichert habe, der gilt. Da wirkt es immer so, als wäre der Typ so absolut perfekt und könnte alles. Naja. Dann vielleicht auch mal die goldene Mitte. Aha. Ulala. Es hat funktioniert. Okay, da komme ich dann durch. Na, immer hier. Und das andere geht auf. Nö, irgendwas anderes. Tut sich da. Alle hopp. Dann gehen wir mal da hier. Ritter Kunibert. Ja. Okay, dann können wir hier hin. Und stirb. Was für Drecksau auch immer hier ist. Ich bring dich um. So. Anscheinend ist noch keiner hier. Aber ich sehe, da hinten ist ein Steinwächter. Ja. Endstellwächter. 2. Und 3. Alle hopp. Ich mach dich platt, du Sau. So. Ui, das ging fix. Da ist nichts zu holen. Das ging jo fix. Und da die glücklicherweise nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander stehen, kann ich die auch fertig machen, ohne dass sie der andere Klotzkopf aus ihrem Schlaf aufwecken. Sehr schön. Nichts zu holen. Das geht sehr fix. Huch. Ah, okay. Erlaubt, dann komm mal her, Kamerad. Spiel mal rund. So. Der hat wahrscheinlich auch nichts mehr bei sich. Da gibt es auch einen Riesling-Schorler. Nichts zu holen. Der hat nichts mehr bei sich, der Knietkopf. Und dann so ein steuerrostiges Schwert. Ist auch immer gern gesehen.
Der Raven muss ja auch irgendwie durchgeflutscht sein durch die ganze Sache. So, dann machen wir hier nochmal die Yankee 3. Und dich mache ich fertig. Komm schon her. Wie auch immer hier ist, mit goldenem Ring und mit rostigem Schwert. Hallo, mein Freund. Und. Okay, Sau hier. Hier wird's zappeduscht da. Oh. Mhm. Cool. Das lassen wir mal sein. Warte mal. Halte mal den Gaularm. Ich glaube, es wäre sowieso ganz praktisch, wenn ich dann jedes Mal wieder Fackelarm mache. Jesus, du musst ja nicht loskreischen. So, Honigduwak. Ein 100er Beitel. Der lässt sich aufmachen. Ein 25er. Und ein 50er noch. Alle Haupt, nachdem wir jetzt auch hier die Geldprobleme gelöst haben. Die ich gerade nochmal speichern. Ja, ich kann doch nicht speichern, wenn du noch 50 Gold erhalten steht. Das gebietet irgendwie meinen Ästhetiksinn. So, Fackel. So, hier machen wir nochmal auf. Zack und zack. Heidewitzka, heute habe ich es wieder mit dem Rumgeräusper. Schlimm sowas. So, Dunkelpilz. So, hier waren lustige Falltüre. Mhm. Okay, denken Sie mal drüber nach. So, jetzt könnte ich Akrobatik gebrauchen. Hua, hua, nein! Okay. Das ist Dunkeloffer. Ich glaube, das ist generell gar nicht mal so verkehrt, wenn man auch die Bewegungsmuster sich einprägt. Also nochmal zack, zack. Ich weiß genau, wo ich jetzt nochmal die Yankee 3 setze. Und zwar genau hier, wenn das Dingens hier aufgegangen ist. So. Okay, Yankee 3 und los geht's. Okay, hier brauche ich aber wirklich mal Fackel oder zumindest heiliger Wicht. Dann sehen wir nämlich ein bisschen was. Gut, der mittlere, der war nett. Hier konnte ich hier. Dann konnte ich hier. Und der ging dann nämlich. Oh, schä, der geht auch nicht. Aller Hopp. Das ist schon etwas ätzend. So, noch einmal. Der geht. Dann muss der sein, ne? Jawohl. Und hier. Wow. Oh, cool. Okay, toll. Kriegt ein paar Stachler ans Knie und dann fällt er tot um. Ja, so ist das halt, ne? So, noch einmal. Wicht der Heilige. Schwert, damit ich dann die ganze Zeit die Dappig Magido in der Hand habe. So. 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 Und dann so vielleicht. Ja, vielleicht. Aber du sterbe ich. Okay. Ich probiere es jetzt mal ohne heiliger Wicht. Das ist ja nervtötend wie Sau. Noch einmal. Oh ja, toll. Dort sehe ich richtig viel. Ich brauche jedes Mal eine Wicht. Okay, dann vielleicht so. So. Der geht ja auch, ne? Oh ne, der geht nicht. Toll. Wieder vergessen. Gewitter allein, dieser scheiß Spießrutenläufer. Es macht mich fertig. Es macht mich fertig, die Sache. Noch einmal. So. Hier, hier, hier. Dann. Die gehen alle. Dann bleibt ja nur noch der. Genau. Puh, aller Hopp. Hier ist was. Der geht nicht auf. Der geht auf. Und der da? Der will auch nicht. Aller Hopp. So, was kommt jetzt hier für neue Teufelei? So, speichern wir hier nochmal. Warte mal, kennen wir doch irgendwie aus dem Schläfertempel, oder? Rademess, huch. Okay. Der eingesperrte Rademess latscht hier durch die Gegend. Der scheint sicher zu sein damit. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Oh. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer.
Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Okay. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Hätte das Sache können, es ist die vorletzt. Naja, froh ich mal. Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Ja, genau, das hier. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Doch, das tun sie. Nö, hier. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quarodra. Ich höre noch immer die Hammerschläge auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Natürlich. Hier. Dann rate ist nie gut. Versuch dich zu erinnern. Es ist so lange her. Das ist aber gut, wenn der das für mich macht, weil hier in der Mitte bin ich sicher. Und jetzt müsste das Ding aufgehen, genau. Da können wir nämlich hier nochmal so einen Gewitterputze-Speicherpunkt einlegen. Da ist der Bandit, der hat noch ein paar kühle Sachen bei sich. Das nehmen wir doch liebend gern an uns. Da können wir nämlich die Dinge auch noch lesen. Aber es ist gut, dass der das gemacht hat. Brauchst nämlich irgendeinen Idiot, der die Tafel, der die Schalter für dich bewegt. Steintafel des Geschicks 1, da habe ich Geschicklichkeit plus 2. Dann des Einhandkampfes kriege ich jetzt plus 2 Animal. Okay, sind wir bei 46% mit Einhandwaffe und Geschicklichkeit 54. Super, super, super. Okay. Jetzt kommen wir in die Kammer vor der letzten Kammer. So. Ja, das sind noch ein paar Steinfreaks. Ja, da hat er ein bisschen länger gebraucht. Da habe ich wohl nicht so sofort ein paar Crits landen können. So. Aber besser, ich mache die noch meine Bedingungen nacheinander platt. Da ist nichts. Als dass ich die, weil ich durch die der will, alle auf einmal aufweg. Da ist es wirklich gesünder, die Da ist nichts. zu meinen Bedingungen zu plätter. So. Gut, dann du noch. Das sieht man auf seiner Prüfung aus, denn die Krieger gestellt haben, Nichts zu holen. dass man sich da durch diese Dinger durchprügeln muss. Okay, der ist von sich aus sogar wach, war er? Ich hätte euch Klotzköp aber ganz gern allesamt in eure Nische noch fertig gemacht. Einfach so der Ästhetik wegen. So, hier haben wir ein rostisches Schwert und muss in der Trag gescheitert sein. Und komm her, du. Hallo. Und hopp, 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 hopp. Ja, die haben wir schon wieder ordentlich Gesundheit abgerobbt, die Biester. Sodele, dann bam, 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 reine Lebensenergie. Weil ich das so gern trinke. Das ist so mein Red Bull. So, dann können wir hier nochmal einen Speicherpunkt einlegen. Und jetzt komme ich durch. Ja, da sieht man, die Leute sind generell kleiner gewesen früher. Das passt gerade so irgendwie, dass man da durchkommt. So, das ist schon verpimpfe. Errichtet das Zeug. Oh, große Statuen. Und ein Rabe hockt da hinten. So, mein Funzelzauber ist jetzt auch noch ausgegangen. Naja, es muss irgendwie hell genug sein für uns. So, hier können wir nochmal speichern. Und jetzt Raven. Endkampf. Endgegner. Komm her, du Sau. Raven. Hey, du. Oh, da hat aber ein Oschi auf dem Rücken. Seht, wer gekommen ist. Dein Tod. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken.
Der klingt geistig sehr zurechnungsfähig, muss ich sagen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Der scheint wohl der Sturz der Barriere absolut problemlos überstanden zu haben, geistig. Und dann hier. Du bist derjenige, der sterben wird. Du bist keine Bedrohung für mich. Das Lachen ist trotzdem sehr arschdeckend. Ich trage Belias Schwert. Ich werde die Drachen aufs Festland führen. Holla hopp. Zusammen werden wir die Welt der Menschen in tiefste Dunkelheit tauchen. Ach, wenn's Spaß macht. So. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ach, ziemlich viel, würde ich sagen. Hier. Ich mache nur das, was getan werden muss. Das Lachen ist aber arschdeckend. Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos. Hört nur, wie er Bist sich du sicher, freut. dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Haha. Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Ach, schauen wir doch mal. Aber wie gesagt, hört nur, wie er sich, ja, wie gesagt schon, hört nur, wie er sich freut. Das Lachen ist sehr arschdeckend, Mir dieses reicht's irre jetzt. Kichern. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Jo. Ganz wie du willst. Er wird sich nur nicht so sehr freuen, dass er das Schwert jetzt hat, aber wenn ich ihn treffe, scheint er mir Schade zu machen. Das ist halt schon übel an dieser Klaue Belias. Da besteht immer gewisse Chance, wenn ich ihn treffe, dass ich Schade ausgedeelt krieg. Weil er selber ist jetzt halt gerade so der beste Schwertkämpfer. Aber die Klinge macht halt gut Schade. Na komm mal her, du Raben-Typ. Ja, vielleicht sollte ich auch nicht immer drauf kloppen, wenn sich das Ding auflädt. Ups, das hat Wege da wieder. So. Die Brutzelfunzel muss aus sein, sonst habe ich ein Problem. So, da komm mal her, du Gesichtrian. Autsch, das hat Wege da. Alle hopp. Rückzug, Rückzug. Kann er mich ruhig mal ein bisschen verkloppen. Ist mir jetzt egal. Ich ziehe mir jetzt noch die Lebensenergie rein. Weil er selber zieht nicht viel ab. Die Waffe ist das Ding, was richtig abzieht, wenn ich ihn treffe. So. Aber wisst was? Ich will, dass du hier in der Mitte von dem Raum stirbst. Dann komm mal her. Du Erzbaron Deluxe. Mit dem sympathischen Lachen. Ja, der wird sich nicht lang freuen können, dass er das Ding abgestaubt hat. Weil ich wär's natürlich auch abzwacke. So. Das ist dann unser beste Waffe, die wir vorher erstmal haben werden. Das Ding hat auch ziemlich coole Fähigkeiten, aber das sehen wir dann, wenn es uns gehört. So. Aber vorher muss ich da an dem Hansel vorbei. Die Rüstung, die er hat, finde ich allerdings auch ziemlich cool. Die hätte ich eigentlich auch ganz gern, die Rüstung. So. Tja, da liegt da der Rocky. Das war's. 500 Erfahrungspunkte gibt er. Die Klaue Belias haben wir jetzt auch noch. Geiler Scheiß, oder? So, dann können wir auch noch... Die dumm. Zack. Noch so ein bisschen Riesling-Schale-Petze zur Feier des Tages. Und noch so ein kleiner, so Achtel noch hinterher und nicht der Schoppe gleich hinterher. So, die Klaue Belias. Zweihandwaffe. Chance auf Extraschaden 500. Nee, Wert ist 500. Okay. So, Raven, jetzt wo du tot bist...
kann ich ja mal wieder der heilige Wicht anmachen. Und dann gucken wir doch mal, was es hier Schönes gibt. Du selber hast Essenz der Heilung. Du hast drei Bier dabei, das finde ich fair. Und noch jeweils eine Steintafel. Okay. Allerhaupt, weil es schon so weit ist, den ich dann mal sage, wo haben wir es dann? Das müsste bei der Nahrung dabei sein. Um der alten Zeiten willen, weil ich ja selber zum alten Lager gehört habe, dem Raven sei ein Trollala, ein Bier auf dein Koster. So. Gucken wir uns jetzt hier nochmal um. Hier dürfte nichts mehr sein. Ich glaube, das ist ein schöner Name für die ganze Episode. Dem Raven sei ein Trollala. Okay, dann gucken wir uns hier nochmal um. Bam, bam, bam. In der Sequenz haben wir ja auch gesehen, die ganze Wächter sind jetzt auch kaputt. Das heißt, die ganze üble Magie mit der Erdbebe dürfte jetzt eigentlich aufgehört haben. Und die Klaue Belias befindet sich jetzt auch in unserem Besitz. Die können wir personalisieren an uns. Können sie auch personifizieren, wie man es haben will. Naja, relativ akkurat ist er jetzt hier relativ in der Mitte gestorben. Ja, das heißt, die passt sich unsere Bedürfnisse an. Dazu müssen wir an einem Belia-Schrein beten. Das wird uns dann nochmal Saturas erklären, glaube ich. Huch, hier können wir nicht mehr raus. Das wird uns nochmal Saturas erklären. Und wenn wir an einem Belia-Schrein beten, können wir die Klaue Belias an uns abpassen lassen. Das heißt, das Ding merkt dann, oh lala, hier, du hast ja eigentlich eher in Einhand geskillt. Deswegen wird es zu einer Einhandwaffe. Jetzt müssten wir hier irgendwo rauskommen, oder? Hier müsste doch ein Teleporter sein. Müssen wir da irgendwo einen Schalter noch ziehen oder so? Ich weiß nicht, wie das genau war, aber hier müsste, glaube ich, dann irgendwo ein Teleport erscheinen. Ne? Nix. Mit der Armbrust habe ich ja auch nichts, wo ich abschießen kann. Schalter oder so? Nö, auch nicht. Okay. Wie war dann das nochmal? Hier? Vielleicht? Drahtzieher? Nö. Hier? Nee. Fackel? Fackel? Seltsam, wie war dann das nochmal? Weil rückwärts, so wie ich reingekommen bin, komme ich nicht mehr raus. Wie war dann das? Da ist nichts zu holen. Der hat auch nichts mehr bei sich. Allerhopp. Ja, wie gesagt, diese Klaue Belias, die ist halt sehr an der Benutzer angepasst. Und die kann ich, glaube ich, auch jederzeit wieder verändern, wenn ich nochmal an einem Belia-Schrein bete, wenn sich mal Werte entsprechend verändert hätten. Und es sucht auch dann der optimale Schadenswert raus. Das wird dann berechnet aufgrund meiner Stärke, glaube ich. Na, wie war dann das? Also hier geht es nämlich raus. So viel ist sicher. Hier geht es nämlich raus. Das heißt, ich musste hin an dem Belia-Schrein, oder an dem... Belia ist es ja nicht, das ist ja Adanos geweiht. Irgendwas bei dem Adanos-Altar dahin müsste es sein. Hier selber kann ich nichts bedienen an dem Altar. Muss ich was opfern oder so? Muss ich die Klaue Belias verwende oder so? Oh, die Waffe lässt sich nicht anlegen. Okay, herzlichen Glückwunsch. Tja, jetzt stehe ich da wieder Ochs am Berg. Hier kommen wir nicht durch. Nee. Hier kommen wir auch nicht durch. So geht auch nichts. Wie war dann das? Auf der Tafel steht auch kein Hinweis, ne? Lesen wir gerade nochmal durch. Ich habe es leider echt nicht mehr im Kopf, wie das war. Rote Steintafel. Wir, die letzten 3 Anführer des Rates der 5, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen. Den Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Schön. Quahotron war es auch, mit der Hilfe von Kadimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, das Radem ist für alle Zeiten im Tempel verrottet. Ja, sehr nett von der Totenwächter. Kadimon ersann die 2. Falle und nur der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die 3. Kammer erreichen. Oh, das hätte ich mal vielleicht doch mal durchlesen sollen. Und ich, der sich gegen den Entschluss der 3 gestellt hatte, erbaute die 1. Falle, nur ich kenne die richtige Pforte. Ja, cool. Und hier die Heiler nochmal. Die 3. Falle wurde von Quahotron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Ja, cool. Toll. Hier ist auch nichts. Gewitter erleiht. Wie war dann das noch einmal? Wie war dann das? Ist hier irgendwo ein Schalter, den ich abschießen kann? Nö. Nirgendwo was.
Nö. Da geht er auch nicht automatisch irgendwo hin, wo er was avisiert oder so. Hier vielleicht? Nö. Ja, das bringt uns natürlich jetzt richtig was. Den Bolze kann ich etwa mehr Eis sammeln. Tja. Dumm gelaufen, ne? Das ist halt das. Die haben sie jetzt 2:13 Uhr. Tja. Dumm gelaufen. Jetzt bin ich hier mit dem Dota eingesperrt und habe keine Ahnung, wie ich hier wieder runterkomme, wieder rauskomme. Ach du Scheiße, wie war dann das? Wie war dann das? Wenn ich mich also mal erinnere könnte an so einen Quatsch. Du, am Altar ist nix. Nee. Nee. Du kann ich an nirgendwo was machen. Nirgendwo die Aktionstaste. Hier, Kalima, Schabdine. Du vielleicht? Nö. Du auch nicht. Du willst da nicht. 1, 2, 3. Okay, auch nicht. Das, dann der. Und dann der. Dann vielleicht der. Dann der. Ah. Eva. Eva hat sich was getan. Na, Allah. Okay, auf die habe ich schießen müssen. Das sind lauter so Verzweiflungstate, wenn man nicht wirklich weiß, wie es weitergeht. Ich wusste nur noch, dass genau so ein Teleporter dann hier steht. Aber ach, erst nachdem ich gesehen habe, dass mein normaler Rückweg versperrt ist. Allerhaupt, wo kommen wir raus? Ja, vorsichtshalber vielleicht, wenn ich bei der Bandite rauskomme. Absolut zur Vorsicht. Ziehen wir mal so Ding A. Ja, okay, ich habe doch gewusst, dass irgend so ein Quatsch in der Art kommt. So, Taurus, mein lieber Freund, hier. Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Wie immer. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Gut. Wer weiß. Vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß. Es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Natürlich. Okay, schön. Gut, dass wir im Friede auseinandergehen, obwohl ich dich in Gothic Ends umgebracht habe. Und zwar bin ich sogar zu dem ins Zimmer reingeschlichen und habe ihn so abgemurkst, dass es so richtig hinterfotzig. So, jetzt wollte ich noch was gucken. Und zwar kann ich mich jetzt do hier lecke, kann mal eine Runde knacken. Und da kann ich am nächsten Morgen nochmal was gucken. Ich habe gelesen, dass dieser Lance, also so 6 Stunden habe ich wenigstens noch geschlafen, dass dieser Lance zwischen Sumpflager, zwischen Banditenlager und zwischen Treppeaufstieg irgendwo liegen muss. Und irgendwo soll ein Sumpfgolem noch in der Nähe sein. So, das heißt, Raven ist tot und Taurus ist jetzt der neue Chef. Zeig mal, was du hast. Okay, dann können wir noch die glühende Stahl und die Klinge können wir auf jeden Fall auch noch abkaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und Stahlpaket. Ich kaufe es mir einfach mal ab. So. Dann gucken wir nochmal, was das Stahlpaket uns nochmal bringt. Eventuell ist da ein bisschen Rohstahl drin oder so. Und als Schmied können wir das definitiv gebrauchen. Als gelernter Schmied ist sowas definitiv cool. So, da haben wir es doch. Okay, wir können es nicht mal aufmachen. Cool, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Zack. Bla bla bla. Na gut, für 45 kaufen wir es wieder zurück. Toll. Das war der absolut beschissenste Kauf des Jahres. Und wir haben es jetzt... Oh, hoppla, falsches Ding. 8:18 Uhr am 23. Tag. Gut. Der gute Raven hat sich nicht lang drüber gefreuen können, dass er die tolle Klinge hat. Und ja, dann war's das erste Mal. Und ich hoffe jetzt, dass ich noch diese Quest beenden kann mit der Vorhaut der Wassermagier. Ansonsten kann man des Tempels, Klaue Belias, das können wir auch noch abschließen, genauso wie Raven. Und die verhängnisvolle Situation, die ist halt leider gescheitert, weil ich diesen Senjan wahrscheinlich schon vorschnell abgemurkst habe. Das heißt... Die kriegen wir wahrscheinlich nie mehr raus, diese Quest, aber das stört mich nicht weiter, weil ich weiß, das Ganze ist beendet.
So. Es ist halt nur ärgerlich, dass es im Questlog mit drin bleibt. So, zwischen Sancho und Treppeaufgang soll dieser komische Hansel liegen. Jetzt gucken wir uns hier nochmal genau um. Das ist ein Sumpfhai. Ah. Da ist ein Sumpfhai. Warte mal. Den kümmere ich mich jetzt auch noch. Die geben nämlich gut Erfahrungspunkte. Und? Hey, hör auf. So. Ja, die Armbrust ist eigentlich auch ganz gut geeignet für so Viecher. Sehr schön. Okay, dann kümmern wir uns um den Animal, weil jedes Mal, wenn die Viecher getroffen werden, weichen die einen Schritt zurück. Das ist ziemlich praktisch. So, da komm mal her, du hässliches Vieh. So. Gut. Okay, sehr schön. Ohne getroffen zu werden. Das ist doch optimal. Und irgendwo soll ein Sumpfgolem sein, wo der Leichnam von diesem Lance ist. Ach, warte mal, halte mal der Gaula. Ich glaube, ich habe es irgendwo noch im Kopf. Das muss irgendwo auf einer Landzunge sein. Da habe ich aber, glaube ich, schon gemacht, oder? Das dürfte ich schon abgerahmt haben hier. Und ja, das habe ich schon abgerahmt, genau. War das dann nicht so irgendwo hier auf seiner kleinen Landzunge? Habe ich irgendwie noch im Kopf? Kann das sein? Ich glaube nicht, oder? Nee, dann war das nur das. Okay. Dann schaue ich mich jetzt immer genauer um. Könnte auch sein, dass der hier irgendwo liegt. Eine Heilwurzel. Da hinten sieht es aus, als würde was liegen. Ah ne, das ist nur das Skelett. Da ist eine Spruchroll und ein Mana-Trank dabei. Okay, die Blutfliege kann ich nochmal so erlegen. Das war gut. Sogar auf die Distanz noch hingekriegt. Okay. Und die auch noch. Sehr schön. Gut, also irgendwo in dem Gebiet zwischen Treppe und zwischen Sancho muss dieser Lance rumliegen und fröhlich was ich hier sterbe. Es kann, wie gesagt, sein, dass es durch Patch 2.6 behoben ist und ich einfach zu blöd bin, um den Typ zu finden. Es kann aber genauso gut sein, dass wir so einen Leiche-Bug hier drin haben und das nichts wird. Verschluckt. Sumpfgolem. Okay, warte mal. Halte mal eine Gaul. Da ist Blutfliege. Warte mal, das ist nur ein Blutfliege-Kadaver hier, oder? Ah, nee, da liegt einer. Da liegt einer vom Ring des Wassers. Sehr schön. Das muss es sein. Das muss er sein. Perfekto Hermanio Lance. Sehr schön. Okay, dann können wir der Wassermagier da auch noch in der nächsten Episode Bescheid stoßen. Und ich persönlich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier mal meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir dann abschließen werden mit dem ganzen Add-on-Gebiet. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.